Teure Zuhörers und Zuguckers, ich bin David Braun, der akademische Direktor von der Sommerprogramm. Ich will bald reden wegen der Sommerprogramm, euch geben zu verstehen, was das ist akkurat und was die Serie ist. Es freut mich sehr, euch zu begrüßen zu der ersten Lektion von der Saison. Das ist die erste in der Serie Lektion wegen der jüdischen Zivilisation, was es bringt euch die intensive Sommerprogramm für jüdische Sprache, Literatur und Kultur aufgenommen von Uriel Weinreich beim Jüdischen Wissenschaftlichen Institut YIVO in New York. Und ich bin physisch in YIVO noch nicht seiner sehr, sehr lange Zeit in YIVO. Wir sind teilweise zurück, aber wegen dem euch in einer Sekunde herum. Alle Dienstag und alle Donnerstag in Meschach von der Hayoriker Sommerprogramm wird sein bei uns eine Lektion von einer Gelernten in der Trum von die jüdischen Wissenschaften. Dienstag auf Jiddisch und Donnerstag auf Englisch. Und das ist für die Studenten, die verschriebene in unsere faktisch zwei Sommerprogramme. Ein Programm in YIVO Buffet in New York und ein Programm durch das Internet. Und wir beten euch den breiten Eulen kommen und mitlernen mit uns. Es ist mein Covid vorzustellen, dem heutigen Referent, Dr. Laser Burko, was ist Lektor von Jiddisch beim California Universität Berkeley in Germanistik optritt. Und wie Forscher vernimmt sich Laser mit Fragen von der Geschichte von der Jiddishistik, das heißt von Jiddischforschung, mit der Geschichte von Jiddisch allein, das heißt in der Sprache, die Dialekten von Jiddisch, Alt-Jiddisch, das heutige Jiddisch bei Hasidim und noch ein Interesse hat das ist die jiddische Unterwelt und ich nehme an, dass ist nicht kein Beteiligter dort, nur Forscher. Noch nicht. Noch nicht, aber es ist ständig da Zukunft. Laser hat gemacht den Doktorat beim Jiddischen Theologischen Seminar in New York mit der Dissertation unter dem Titel Saving Yiddish Studies and the Language Sciences in America 1940 to 1970. Laser hat geworfen und Licht und warft weiter Licht von breiten Eulen durch Klassen und Lektions und Seifer und seine Kollegen auf die reiche intellektuelle, ideologische und methodologische Strebungen und Unternehmungen Letoives Yiddish von den Gdoilim von der Jiddischforschung, was dank sei haben wir heint verloslache Daten wegen Jiddisch, Theorien wegen dem Aufkommen und Verspreit von der Sprache und die fundamentale Referenzwerk. Laser ist also wieder intellektueller Historiker von jiddischer Sprachforschung, wollte ich gesagt. Einer von sie. Ich hoffe, du wirst dann nehmen als eine Charakterisierung von dir. Und Laser wird jetzt reden auf der Thema, sie haben die YIVO-Linguisten ignoriert das hasidische Yiddish. Es ist voran terminologisch semischenisch. Was meinen Lemoschel, was meint das ungarische Yiddish, was meint Klal-Yiddish, was meint YIVO-Yiddish, was meint Galizianer-Yiddish, was ist das litwische Yiddish, was ist Oberländer oder Unterländer-Yiddish, was ist Hasidisch Yiddish, was ist Yeshivisch Yiddish, ist wer Laser können uns weisen den Weg zu bescheuerlichen Diskussions und Kontroversies. Laser, Ja, was das Wort. Ich habe schon eine Lektion nicht genug. Wollen wir das sehen? Aber wie gesagt, es ist ständig da Zukunft. Ja. Nur, ihr könnt mich allemal abstellen, wenn ihr wollt. Ich weiß, die Frage ist, wann bleiben bis ins Sof, ja? Die Frage soll sein, auf den Sof, ja, und wir beten dem Eulen anschreiben die Frage, ausklappen die Frage in Q&A und nicht in Chat. In Schmues lernen, ja, richtig. In Schmues lernen alle Verse will begrüßen den Eulen und sagen, von wann wir kommt da rein. Aber die Scheiles und Schubes, das werden sein, das wird sein in Q&A. Ich will nicht gucken auf die Frage bis ins Sof. Nicht, ja. Aber so ist besser, es schreibt wie viel, wenn es fällt euch ein, etwas, könnt ihr schreiben etwas dort. Und ich bin da hinter die Kulissenleser, aber ihr werdet mich schon nicht sehen. Okay. Ich sehe keinem nicht zum Bedeuern, das ist ein bisschen Ometik, aber ihr seht mich euch gemacht nicht, weil ich will weisen ein PowerPoint. Und der Ricker wird ihr gucken auf die Bilder, sei wie sei. Dort.
is die Inspiratie für meine heutige Lektie ist ein Artikel von ein paar Jahren zurück von Uriel Weinreich, was sie ist eine Linguistin, was ich meine, sie hat noch macht einen Postdoc in Berkeley Universität. Und sie ist eine Forscherin von der Phonetik von Hasidic Yiddish. Sie ist allein von einer hasidische Frau, aufgewachsen in Satmar Sprache. Und lernend die jiddische linguistische Literatur hat sie bemerkt, als keiner schreibt nicht wegen Hasidim. Und keiner schreibt nicht wegen Hasidic Yiddish. Heim leben wir in einer Welt, wo, ich weiß nicht, 90% von den geborenen Jiddisch-Reders auf der Welt seien Mustamme Hasidim. Ja? Schon nicht 90, aber kiemat, nein. Asach. Wir haben noch Menschen von dem älteren Dorf, aber sie sind schon ganz alt. Aber jüngere Menschen, die reden Jiddisch von der Heim, sind kiemat, ja, mehr wie 90% Hasidim Mustamme. Ist verwusst, haben die Linguisten sie ignoriert. Ja? Man guckt in der jiddische linguistische Literatur, in dem Journal Jiddische Sprache, was der YIVO hat herausgegeben, oder in alle Bücher, was der YIVO hat herausgegeben. Sie schreiben nicht wegen Hasidisch Yiddish. Die Frage ist, was nicht? Wie kann das sein? Als Heint reden nur die Hasidim Yiddish und seine Sprache wird den ganzen ignoriert in der linguistischen Literatur. Bis mit 20 Jahren zurück, 25 Jahren zurück. Demol hat man schon ein Jahr schreiben, zum Soft 20. Jahrhundert, hat man angehoben schreiben wegen Hasidim. Aber bis demol hat man geschrieben sehr wenig, gemacht gar nicht. Es ist sehr Chicava und sehr modern. Ja. Heute ist es noch, ich meine, es ist noch ein größeres Problem, ein breiteres Problem, ja, weil wir leben, reden jetzt in der YIVO-Sommerprogramm, als wir reden eine Sprache, die so gerufene Cloud-Sprache, was wir jetzt reden wegen dem, das ist eine Sprache, was ein Register von der Sprache, was die YIVO-Linguisten haben entwickelt, haben geformt, also zu sagen, haben das kodifiziert in ihre Bücher. Und die Sprache, was wir reden, ist eine andere Sprache. Ja? Das ist anders wie der Dialekt, was die Hasidim reden. Das heißt, die Phonetik ist anders und die Wörter, der Lexikon ist anders. Und es ist ein anderer Jiddisch. Ja? Man kann sich gut verstehen, aber es ist nicht Punkt dieselbe Sprache. Ja? Und es ist eine moderne Situation, wo wir lernen eine Sprache in den Universitäten und in den Klassen und auf der Gas reden jeden eine andere Sprache. Ein anderer Jiddisch. Ja? Und das ist etwas, wo ihr Argument ist euch scheich. Uriel meint, als das hat zum Teil zu tun mit den anti-hasidischen Vorurteilen, antireligiöse und anti-hasidische Vorurteilen. Als die Jiddischisten und die YIVO-Linguisten, sie haben Feind gehabt, Hasidim, sie haben Feind gehabt, fromme Jiden, und der Pfarrer haben sie nicht gewollt schreiben wegen sie. Sie haben Bekiven ignoriert Hasidim und Hasidisch Yiddish, weil sie haben sie nicht lieb. Ja, gut, das ist ein größeres Problem. ich will sagen, es kann sein, als Sache, YIVO-Linguisten, die Jiddischisten sind gewesen sehr weltlich und sehr Zugang. Aber ich will erklären, was ich meine. Das ist nicht die Silbe, was man hat ignoriert Hasidisch Yiddish. Und es ist ein bisschen mehr kompliziert. Die meiste ist ein bisschen mehr kompliziert. Aber das zu erklären, darf man anheben mit ein paar die ersten Begriffe. Ich rede das auch wegen der Klaussprache. Ja, die Klaussprache, das ist, was man sagt, auf Englisch wird man gesagt Standard Yiddish, ja, Standard Yiddish. Aber auf Jiddisch schreibt man gewöhnlich Klaussprache. Klau, das meint nicht, das ist Klau, also wie Klau Yisroel. Das meint die ganze Kehille, die allgemeine, der Zibber, die Community. Ja, das ist theoretisch ist Klaussprache die Sprache, was alle reden. Ja, das ist also wie Standard English ist die Sprache, was kiemat alle Amerikaner reden, ja, oder Asach-Amerikaner. Der Matze mit Jiddisch ist anders, ja, weil
Klaussprache ist der Armin Yiddish, was keiner redet nicht. Ja, es ist der Armin Yiddish, was man lernt in die Klassen, aber was es einen Kemat nicht da kein Gebäuden Redders von Klaussprache. Ja, wir haben ein paar Jiddisch-Professoren über der Welt, was reden ja Klaussprache von daheim, aber das ist gezählte Menschen, ja, was man kann zählen auf die Hand. Kemat alle Menschen, alle Jiden, die sind aufgewachsen mit Jiddisch, reden Jiddisch von daheim. Sie haben geredet etwas Dialekt, ja. Und ob sie kennen heint Klaussprache oder sie schreiben Klaussprache heint, ist das, weil sie haben sich ausgelernt, schreiben wir so. Und sie nutzen Wörterbücher und Grammatiken und so weiter. Klaussprache ist eine Sprache, was ist nicht bei MS Standard. Es ist standardisiert, aber es ist nicht bei MS der Standard. Gut. Andere Wörter, was man jetzt einmal Literatursprache, ja. Ich meine, man hat genutzt im Termin Klaussprache, hat man gesagt Literatursprache, weil das ist öfter ein europäischer Begriff. Das meint die Sprache, was man nutzt in Literatur, in der Heucheliteratur, in Texten, in Zeitungen. Das ist die standardisierte Sprache, die höhere Sprache, nicht die gerettete Sprache, nicht der Dialekt. Ja. Ein anderer Begriff ist Kultursprache. Das ist euch ein europäischer Begriff. Das ist also ein höherer Register von der Sprache. Eine Sprache, was ist nicht die gerettete Sprache, nur eine kultivierte Version von der Sprache, was man kann nutzen in der Literatur, in die Wissenschaften, in Forschung und so weiter. Einmal meinen sie alle dieselbe Sache. Sie meinen Standard Yiddish, ja. Und einmal meint man also etwas achillig zwischen sie. Einmal meint, öfter ist Kultursprache, öfter ein Register von der Klaussprache. Ich weiß nicht. Aber heint wissen wir schon, was wir meinen. Weil heint ist da nur, wir haben die Klaussprache, was wir lernen in die Sommerprogrammen und die Universitäten. Und es sind sehr wenig Jiden, was nutzen, gut der akademischen Welt, was nutzen die Klaussprache. Und öfter sind nur ein paar Menschen, was nutzen ein anderer eine Variante von der Klaussprache. Also ein Forscher wie David Katzel, nutzt eine andere Orthographie, ja? Oder Dov Berkele, schreibt euch ein bisschen anders. Es sind nur ein paar kleine Unterschiede. Aber bei der Klaus schreibt man, lassen wir sagen, die weltliche Jiden schreiben etwas eine Version von der Klaussprache. Und die Hasidim, die meisten Hasidim schreiben anders. Ja? Sie schreiben Leute sehr Dialekt oder Dialekten. Ja? Weil nicht alle Hasidim reden im selben Jiddisch. Und öfter kann man heute sagen YIVO Yiddish. Ja? Das sagt man einmal auf Englisch, weil der YIVO ist gewesen die Institution, was hat kodifiziert die Klaussprache. Es hat herausgegeben die Lernbücher und Grammatiken und so weiter und Wörterbücher, was haben kodifiziert die Klaussprache vor uns. Die jiddische Literatur geht zurück sehr lang, bis im 14. Jahrhundert, schon noch früher. Aber die moderne Literatursprache hat sich angehoben im 19. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert. Das kann man anheben mit der Zeitung Kolme Wasser. Damals gewinnt ein Journal, das kommt einmal eine Woche. Der Journal Kolme Wasser, was es hat sich angehoben in 1862. Und der Redakteur ist gewesen Alexander Zederboim. Und ist gewesen also wie der erste Redakteur, was hat allein beschlossen, was wird man akzeptieren in der Klaussprache, ja, was kann man akzeptieren in der Literatur, wie die Literatursprache von Jiddisch und was taugt nicht, ja, was ist zu dialektisch oder was zu, ich weiß nicht, was ist zu provinziell, was taugt nicht für eine Zeitung. Und sag mal, hat beschlossen, dass das, was es nennt zu Deutsch, das ist mehr literarisch. Das ist gewesen sein Zugang, sag mal, genutzt ein Deutschwort. Oder genutzt ein Jiddisch-Wort, was es nennt zu Deutsch. Und der Fall ist, klar Jiddisch in einer gewissen Praktik
nennt zu Deutsch in gewissen Aspekten. Wir kennen euch teilen euch öfter als unser Havore, ja, die litwische Havore, was wir haben in der Klausprache, ist öfter euch in einem gewissen Sinne ein jüdische von Deutsch, ja, weil Litwisch Yiddish klingt ein bisschen nenter, die Vokalen klingen ein bisschen ähnlicher zu Deutsch. Öfter hat das gehabt, eine gewisse Anspruch. Ich meine, es ist eine Sache haben geteilt zu sein. Die Literatursprache hat sich entwickelt auf einen informellen Eufen euchet, ja, mit den größten Schreibers, Shalom Aleichem, Mendele, Dialect, hat euch geschrieben ein bisschen auf Jiddisch. Es hat sich ungeheuben ohne Institution, aber pushet in Journalen und Zeitungen. Und es haben sich entwickelt solche literarische Standarden, wie was ist literarisch in der Sprache. Und später haben wir das formalisiert. Ja? Es ist mit der Deutsch später, mit 2 Deutsch später, mit dem YIVO und euch in andere Institutionen. Von wann sind gekommen die alle Schreibers? Sind gekommen von Umetum, von der Litte sind gekommen Isaac Meir-Dick, Mendel Amechus Forum, Shalom Aleichem von Ukraine, Avram Goldfaden, der Gründer von jüdischen Theater, euch von Ukraine, Redder von ukrainisch Jiddisch, Yitzhak Leibush Peretz, Redder von Polish Yiddish. Sie haben geredet verschiedene Dialekten von Jiddisch, aber sie haben geprüft, schreiben mehr oder weniger in derselben Literatur. Sie haben geprüft, nicht in dieselbe Literatursprache. Auf jeden Fall, sie haben gekannt oder gewollt. Es ist nicht gewesen 100%, aber nicht. Aber es ist gewesen eine gewisse Strebung, zu schreiben in dieselbe Sprache, zu schreiben in demselben Jiddisch. Es ist eine Sache, was man bemerkt, aber wir wollen zukommen zu dem in ein paar Minuten, aber also der Rayon, von wann die Hasidim kommen, das ist von der Transcarpathischen Rayon da, das ist zum Beispiel Ungarn, Slowakei, Rumänien dort. Von dort sind nicht gekommen, keine Sache von den größten Schreibers. Und bemerkt das euch später. Ja, gut, darf man schreiben mit dem Hebkahan. Gut, gut. Das ist nicht sehr wichtig, aber eine Sache litwische Jiden spielt eine größere Rolle in der jiddischen Presse, in der jiddischen Schulbewegung. Eine Sache litwische Jiden spielt eine größere Rolle in der jiddischen Kultur bechlal. Aber Menschen von jener Gegend in Durham, von wann die Hasidim sind gekommen, später, sie haben nicht gespielt als eine größere Rolle. Das ist Eb Kahan, der Redakteur von Forwards, Litvak, nicht weit von Wilna, gekommen von einem kleinen Städtel nicht weit von Wilna. Herrscher Gläser, Linguist, ein jüdischer Linguist, was hat einmal gearbeitet in YIVO. Er hat gemacht eine Ausforschung von alle jüdische Erdternehmen, wie so verschiedene Erdter in Mitteleuropa heißen, auf Jiddisch, gemacht ein größer Regime, was man kann noch finden auf der Website von YIVO. Und dort hat er euch zugegeben, etwas sehr interessant. Er hat genutzt dem Lexikon von der neuen jüdischen Literatur, was ist ein größer Werk von 8 Bänden mit Hunderter, öfter Tausender Schreibers, was haben geschrieben auf Jiddisch. Und er hat dort verschieden, was für Schreiber sind in Gebäuden geworden in jedem Ort. Ja. Zum Beispiel in einer Stadt wie Wilna, ja, es ist sehr wichtig in der jiddischen Kultur und der jiddischen Literatur. Und dort sind Gebäude geworden als Schreibers, wie ihr seht da. Ja. Oder in einer Stadt wie Warschau. Ja. Warschau ist die größte jiddische Gehille in Mitteleuropa vor der Zweiten Weltkrieg. Und dort sind Schreibers geworden in Warschau. Und in einer Stadt sind jiddische Schreibers. Aber wenn man kommt zum Transcarpathischen Rayon, zu Rumänien, Ungarn, Slowakei, nicht das Sache. Ja, dann muss man gucken, da Satmar, ja, die Stadt Satmar, das ist nicht eine kleine Stadt. Von dort ist gekommen der Satmar Rebben, ja, und die Satmar Hasidim, das ist die größte hasidische Gruppe auf der Welt.
auf wie viel Herrscher Gläser hat gefunden, ist nicht kein Einschreiber geworden, nicht in Satmar. Ja. Und in verschiedene andere euch nicht kein Sach. Und Siget ist nicht so weit von Satmar. Und dort sind die auch als Zollschreiber, speziell der einer da, Eliezer Wiesel, das ist Elie Wiesel, das ist sehr bekannt. Es ist nicht ganz unliterarisch, ja, es ist ja gewesen ein bisschen jüdische Literatur dort, aber Jiddisch ist nicht gewesen, die moderne jüdische Kultur und die jüdische Literatur ist nicht gewesen so entwickelt in jenem Teil von Mitteleuropa. Ich gucke mal auf wichtiges Forum, was wichtige charedische Rabbonim haben geschrieben auf, kann man das rufen Jiddisch oder Jiddisch-Deutsch, ja, von solchen Rabbonim wie Akiva Yosef Schlesinger und wie heißt der Zweite? Nee, nicht so sehr wichtig. Lichtenstein hat geheißen der Zweite. Sie haben geschrieben Bücher, was sind ein bisschen Jiddisch, aber bei ihm ist es das, es ist ein Deutsch, ein bisschen für Jiddisch. You know? Aufruf an alle drei jüdische Kinder. Ja? Es ist nicht bei ihm auf Jiddisch. In jenem Teil von Mitteleuropa ist gewesen, hat man nicht geschrieben eine Sache auf Jiddisch, man hat geschrieben eine Sache auf Hebräisch. Die frühen Jiden haben geschrieben auf Deutsch, einmal auf Ungarisch. Aber Jiddisch ist nicht gewesen so populär. Die jüdische Literatur ist nicht gewesen so wichtig. Das ist ein Zimmer, für was das ungarische Jiddisch nicht gespielt als eine große Rolle in dem Aufkommen von der Klarsprache, was wir reden. Okay, was sind die Symbolen von der Klarsprache? Wo nutzt man die Klarsprache in Lernen, ja, in der Universität, in die Lernbücher, ja, das ist die Klarsprache. Einmal sind gewesen als jüdische Schulen, tausende Kinder haben sich gelernt in jüdische Schulen, zum Beispiel Shalom Aleichem Schule, was ist noch ein Kulturzentrum in die Bronx. Es sind tausende Kinder, die haben sich gelernt, Klarsprache, mehr oder weniger, in solchen Schulen. Und die Schulen sind umgegangen bis in die 60er Jahre. Ja? Und in gewissen ein paar Schulen sind gegangen noch weiter wie das. Aber die meisten Schulen haben aufgehört, noch die 60er Jahre. Und was noch, der Konnes von jüdischen Ausleg, die Klarsprache hat also eine feste, richtige Orthographie, hat beschlossen, was ist ein richtiger Ausleg, was ist die richtige Orthographie und was ist falsch. Und das hat man beschlossen in YIVO. Die YIVO-Linguisten noch früher haben beschlossen, was wird die richtige Aussprache, die richtige Havore. Das ist ein Bild von Ber Borochow, was gelebt vor YIVO. Ist gestorben geworden vor YIVO. Aber hat schon geschrieben in 1913. Als literarisch ist angenommen geworden die litwische Aussprache von Wilner Kant. Ja. Das hat beschlossen. Ja, das ist nicht gewesen allgemeiner Beschluss von, ich weiß, einem Komitee. Aber später mit der Zeit haben in die weltliche jüdische Institutionen ist das geworden die Norm. Ja? Als die litwische Havore mehr weniger, ja, ein gut ein Vokal das ist geworden die Norm in der Klarsprache. Die Wörterbücher sind basiert auf der Klarsprache. Ja. Ich meine, alle Wörterbücher, was man gefunden hat. Es ist noch ein Wörterbuch, ein Hasidisch Wörterbuch, aber es ist nicht so wichtig für uns. Und ob es wollte gewesen, eine jüdische Regierung, ja, ob es wollte gewesen, die offizielle jüdische Institution, ergens auf der Welt, wollte man genutzt die Klarsprache, ja, in dem Weißen Haus. Oder Efscher ist ein besseres Beispiel ist New York. Ja? In der Stadt New York macht man offizielle Meldungen auf Twitter und auf Facebook. Ja? Also man wird einmal schreibt man dort, ich weiß nicht, the 6th train is not running from this street to that street. Ja, sie wollen schreiben das einmal auf Jiddisch. Ja? Und ich habe nicht kontrolliert, ich bin nicht sicher, ob die nutzen die Klarsprache dort.
Sie wollten gedacht nutzen Hasidic Yiddish, aber theoretisch wollten sie gedacht nutzen die Klarsprache. Okay, Jiddisch hat nicht keine Regierung, aber Jiddisch hat dem YIVO. YIVO ist gewesen also wie die informelle Regierung für Jiddisch. Und die Menschen, die haben geführt die Regierung in YIVO, sind meistens gewesen Litvaks. Ja? Andere sind meistens gewesen Linguisten. Ist der Wilner YIVO, ich rede wegen dem Wilner YIVO, nicht wegen dem New Yorker YIVO, weil in New York wird ein bisschen mehr kompliziert. Aber in Wilna sind gewesen vier Sektions, man zerteilt dem YIVO in 4 Sektions. Die Hauptsektion ist gewesen die philologische Sektion, das heißt die linguistische Sektion, Linguistik und Literatur. Das ist gewesen, das hat gehabt ein Center in Wilna. Und die Menschen, die haben gehört zu dieser Sektion, haben meistens gewohnt in Wilna. Die andere Sektion haben die Mitglieder gewohnt herum. Sie haben nicht gewohnt in Wilna. Die historische Sektion, der Anführer von der historischen Sektion, hat gewohnt lange Jahre in Berlin, danach hat gewohnt in Paris und danach hat gewohnt in New York. Die ökonomische statistische Sektion, noch einmal, der Anführer von jener Sektion hat gewohnt in Berlin, danach in Warschau, danach weggefahren. Die psychologisch-pädagogische Sektion, Anführer Leibu Schlerer, hat gewohnt in New York die ganze Zeit, keinmal nicht gewohnt in Wilna. Also von allen Teilen von Wilner YIVO ist der einzige Sektion, was ist gewesen bei MS in Wilna, ist gewesen die philologische Sektion. Und ist dort haben die Philologen, die Linguisten gespielt, eine große Rolle. Von wann sind sie gekommen, die Philologen? Der erste, was hat vorgelegt dem YIVO, hat geschrieben in dem ersten Essay wegen dem Jüdischen Akademischen Institut, ist gewesen Nochem Stiff, das ist ein Bild von Nochem Stiff. Ist gewesen Ukrainer-Jid, aber ist nicht geblieben verbunden mit dem Projekt von YIVO sehr lang, weil nach 1 Jahr ist schon weg, vorhin kein Ratenverband und ist geworden Professor in Ratenverband in Sowjetrussland. Hat nicht gespielt keine größere Rolle in dem YIVO noch dem. Neuech Prelitsky, nicht kein Litvak, geboren in Berdichev, euch Ukraine, später gewohnt lange Jahre in Warschau, gemacht sein ganzes Leben in Warschau. Aber hat nicht gehabt keine große Rolle in der Entwicklung der Klarsprache. Ist gewesen ein bisschen ein Chudak. Hat geforscht Dialekten und geschrieben sehr moderne, lange Arbeiten mit Regimes, was keiner hat nicht gelernt. Keiner lernt nicht bis heutigen Tag. Also ist gewesen wichtig in jener Zeit, aber nicht gehabt keine größere Haarspur. Alexander Arkavi, gewesen sehr wichtig. Hat gewohnt in New York noch die 1880er Jahre. Hat sehr früh immigriert in Amerika. Ist geboren geworden in Nevada in Weißrussland. Das heißt, gewesen ein Litvak. Und hat sehr große Haarspur, nicht nur in YIVO, nur Bachlal auf der Entwicklung von Jiddisch wie Literatursprache, weil hat geschrieben etliche wichtige Wörterbücher. Jiddisch, Englisch und Englisch-Jiddisch, was sind wichtig bis mit ein paar Jahren zurück. Bis mit 10 Jahren zurück hat man gedacht, nutzen Harkavis Wörterbuch, zu lernen die jiddische Literatur. Max Weinreich, einer von den Hauptgründern von YIVO. Ja, alle Litvak. Ich weiß nicht, ob es gedacht zu reden wegen dem Leben. Ich will überhippern das, ist das richtig. Zeli Kalmanovic, noch ein Litvak, noch eine philologische Sektion. Zalman Reisen, noch ein Litvak in der philologischen Sektion. Gewesen sehr wichtig in Wilna. Zum Bedeutung sind die letzten 2 sind beide umgekommen in dem Chorben. Shmuel Niger, gewesen der wichtigste Literaturkritiker auf Jiddisch. Euch gewesen ein Litvak von Dukor, nicht weit von Minsk. Nicht gewesen kein Linguist, aber gewesen ein Philolog. Es gewesen verinteressiert in der altjiddischen Literatur. Und hat eine größere Spur auf Sessions von der philologischen Sektion. Es gewesen eine sehr wichtige Persönlichkeit. Nach der Zweiten Weltkrieg, wenn eine Sache von den YIVO-Linguisten sind umgekommen und eine Sache von den, wir wissen, 2/3 von den Jiddisch-Rednern sind euch umgekommen, ist schon nicht gewesen keine philologische Sektion von YIVO,
aber es ist gewesen etwas, was hat geheißen der YIVO Linguistenkreis. Und das ist gewesen mehr informell. Es ist gewesen in New York. Verschiedene Linguisten und Philologen haben sich vernommen mit der jiddischen Sprache und Literatur. Und das ist ein Regime von verschiedenen. Sie haben Jude Joffes gewinnt der älteste von den jüdischen Philologen und sie haben da ihm begrüßt auf seinen Geburtstag und bestimmt sehr nehmen. Wir können sehen, ein paar von sie da. Das heißt, hey Litvak, nicht gewinnt kein Mordke Kosovo, okay, nicht ist das wichtig. Uriel Weinreich, Max Weinreich Sohn, geboren in Wilna. Ist mit der wichtigste Linguist für die Entwicklung von der Klaussprache, weil ist gewesen sehr, sehr jung, hat bei ihm beschlossen, als Sache die Frage ist, schon jünger heit. Ja? Hat rausgegeben College Yiddish, wenn ist gewesen 23 Jahre alt, in 1949. Und das wurde geschrieben in College Yiddish, das ist geboren in die Klaussprache. Ja, das ist, was man hat übergehasert in alle späteren Bücher. Ja, wir haben jetzt ein neues Lernbuch in einem, was der Jiddische Bücherzentrum in Amherst rausgegeben. Und die Sprache, was man beschreibt dort, ist mehr oder weniger dieselbe Sprache, was Weinreich hat beschrieben in College Yiddish. Ja, es wollte mir interessant zu machen, sehr pünktlichen Vergleich, aber ich meine, es ist mehr oder weniger dieselbe Sprache. Und öfter ist es wichtig, der Fakt, was hat das geschrieben, wenn ist gewesen so jung, der Fakt, dass es gewesen, jeder hat gemacht seine größte Ausforschung wegen jüdischen Dialekten. Weil später hat gemacht jüdischen Sprachatlas. Ja? Es ist ein sehr großes Projekt und es ist speziell interessiert in einem Dialekt, in einem transkarpathischen Dialekt, in einem Dialekt, was von dort ist herausgewachsen, das Hasidic Yiddish. Das ist speziell interessant für ihn. Aber er hat das alles ausgeforscht später, nachdem wie College Yiddish ist raus. Ja? Und man hat nicht gebeten, gar nicht in College Yiddish nachdem, sehr wenig. Also er hat gewusst, mehr wegen die verschiedenen Dialekten und wegen die verschiedenen Varianten, hat man gar nicht gebeten in der Klaussprache. Nicht geguckt auf alle Sachen, was man hat entdeckt. Nachdem. Und er hat ja ein bisschen gegangen in sein Wörterbuch. Er hat reingenommen ein paar Dialektwörter dort. Aber nee, nicht das Sache. Ein paar Tutz Dialektwörter müsste man weniger wie 100. Uriel Mark, noch ein Litvak. Er hat geschrieben die wichtigste Grammatik von der jiddischen Klaussprache. Ich meine, das Wort Klaussprache stammt euch allein von Uriel Mark. Es ist einer von seinen Terminen, was er hat ausgetragen. Es ist interessant, als er schreibt, Uriel Mark hat einen eigenen Ausleg, eine eigene Orthographie. Er hat nicht geschrieben, also wie die andere YIVO-Linguisten. Aber wir kennen das rechnen euch wie Klaussprache. Und Uriel Mark ist auch gewesen, die Hauptredakteur von dem größten Wörterbuch, was ist gewesen, eine von den größten lexikographischen Projekten vom 20. Jahrhundert. Man darf nicht hören. Das ist Jude Joffe, der älteste von den YIVO-Linguisten. Euch gewesen, Litvak. Ich weiß nicht, ob man darf ihm hören. Man darf ihm nicht hören. Das ist gut. Das ist der Vierband von dem größten Wörterbuch, was sie sind mit einem anderen Ausleg, nicht mit einem YIVO-Ausleg, aber man kann sagen, dass das ist die Klaussprache. Dr. Mordechai Schechter, nicht kein Litvak. Er hat gelebt länger wie die anderen YIVO-Linguisten. Er hat gelebt bis mit 15 Jahren zurück, und er hat eine größere Spur auf eine Studenten und Jiddischlehrer, was haben sich gelernt bei ihm. Er ist nicht gewesen, kein Litvak, und er hat gehalten von seinem eigenen Dialekt. Von deswegen hat er nicht gebeten. Ja, er hat nicht gebeten, keine Sache. Er hat nicht ausgebreitet, die Klaussprache zu viel in dem, was er hat gelernt in seinem Lernbuch. Noch im Stutschkow, nicht kein Litvak,
Es gewesen der Machaber von dem Äußer von der jiddischen Sprache. Es ist ein wichtig Wörterbuch, a Thesaurus, ja, von der jiddischen Sprache. Ich will nicht reden zu viel wegen dem. Yitzchak Rivkind, euch nicht kein Litvak, ein polnischer Jid. Hat mitgearbeitet auf einem größeren Wörterbuch und auf anderen Projekten. Geschrieben ein größeren Lexikon, was heißt jüdische Geld. Ist interessant, weil ist gewesen ein Frömmer. Ja? Nicht kein Charedischer, aber ist gewesen ein Frömmer. Hat gelernt, Jungerheit in Yeshivas und wurde gewohnt in Lodge. Und ist gewesen ein Bibliotheker lange Jahre in jüdischen theologischen Seminar. Also ist gewesen ein bisschen ein Kontaktmensch zwischen YIVO und der frommer Welt. Ja? Was die anderen sind in der Klar, alle sind gewesen weltlich, nicht fromm, aber ist ja gewesen fromm. Und gewesen bekannt mit frommen Sachen, mit Forum und so weiter. In dem Prat ist gewesen wichtig. Mordechai Kosover, geboren in Wilna, ein Litvak, geschrieben ein wichtiges Buch wegen Jiddisch in einem alten Yeshiv in Palästina, in Eretz Yisrael. Euch mitgearbeitet, eine Stückel Zeit auf dem größten Wörterbuch. Gesagt, ein Litvak. Dr. Shlomo Nobel, ich habe nicht gefunden ein Bild von ihm, aber gewesen ein Philolog, nicht kein Litvak, von Galizien, Mizrach Galizien, von Sonic. Nosson Zieskind ist gewesen ein Professor von Jiddisch in Brooklyn College. Und ist interessant, weil ist ein Ausnahme zu dem. Ich habe gewollt argumentieren in der Lektie, als die YIVO-Linguisten haben nicht gehabt Kontakt mit Menschen von einem transkarpathischen Rayon. Ja? Also sind alle gekommen von anderen Orten. Aber ich habe gehabt das, weil Nosson Zieskind ist ein transkarpathischer Jid. Ist geboren geworden in Stropkov, heißt es. Das ist ein Städtel in Slowakei. Und mit Stimme von daheim hat geredet ein transkarpathischen Jiddisch, was ist ähnlich zu dem, was die Hasidim reden hat. Aber wenn man hört sich zu ihm, hört man, dass redet nicht, es klingt nicht sehr hasidisch, klingt nicht transkarpathisch. Man kann sich zuhören ein bisschen. Auf die letzte Frage, dass du nennst in der Adome, wie will beweisen, will beweisen, als sie gewähnt ein größer Strom Jiden noch der schwarze Magefe, aber es ist noch Fahrdem, es ist geworden in dem Mizrach von Deutschland und ob Minastam euch hat angespart in Mitzrayim und bringt der Fahrt beweisen. Gut, hört nur ein Stückel, aber hört sehr klar, es klingt nicht chassidisch, es klingt nicht wie transkarpathisch, es klingt nicht wie sein heimischer Dialekt, das müsste man gewähnt. Redet sehr, das ist mehr oder weniger die Klarsprache. Ja? Probt zu reden literarisch, aber probt zu reden richtig. Ja? Sein, wie stellt sich vor. Das ist ein Beispiel, wie soll die wie die YIVO hat gehabt, eine Spur auf Menschen, die haben geredet andere Dialekten. Ja? Als viele Menschen, die sind gekommen mit nicht mit einem anderen Dialekt haben sich ausgebessert, also zu sagen. Wenn sie sind gewähnen formelle Situationen. Noch ein paar Menschen, Michael Herzog, gewesen Professor in Columbia, ist geboren schon in Amerika, in Kanada. Ich weiß nicht, was für ein Dialekt hat geredet, aber es ist nicht so sehr wichtig. Ich meine, er hat geredet Englisch, Schickel Fishman, ist auch gewesen, also wie ein Teil von dem YIVO-Kreis, wie ein Soziolinguist. Hat gelebt länger wie alle anderen YIVO-Linguisten, bis mit ein paar Jahren zurück. Euch geboren geworden in Amerika. Und ist ein Ausnahme. Ja? Die alle anderen haben nicht geschrieben wegen Hasidic Yiddish und wegen Hasidim. Schickel Fishman hat ja geschrieben wegen sie. Ich meine, ist damit der Fall, weil hat gelebt länger und hat gesehen, als sie sein in die Zukunft. Ja? Und euch, weil ist geworden, Schickel Fishman ist geworden, ein Baltschuwe, after älter. Hat abgeschätzt Frömmkeit und er hat gesehen,
etwas positiv in dem. Oder es gewesen mehr positiv gestimmt zu den Hasidim wie es auch andere. So lieb sein Frömmkeit. Ich meine, das ist verständlich. Gut. Aber er ist schon ein Amerikaner geboren und das ist schon sehr spät. Ja, noch allem. Okay. Gucken dich, wo die alle YIVO-Linguisten sind geboren. Sieht man, als Sachsen geboren worden in der grünen Territorie, das ist Litvish Yiddish. Ja. Und das ist Max Weinreich da, Uriel Mark da, Uriel Weinreich da in Vilna, Shmuel Niger da in Minsk, Harkavi da in Novaradok, Jude Joffe da in Ekaterinoslav, das ist Dnipro in Ukraine halt. Sie sind die wichtigste Linguisten in YIVO und sie sind gewesen alle Litvaks. Ja. Versteht sich, sie haben gerade eine größere Spur. Aber es sind auch eine Sache von anderen Erdteilen. Ich habe gerade wegen Stift von, nee, das ist nicht Stift, das ist Prelutsky von Berditschew. Stift ist da von Rovne, euch Ukraine. Wer ist das? Chernowitz ist aber der Schächter. Das ist, wer ist das? Das ist Shlomo Nobel von Sanek in Galicia. Das ist Brock. Das ist noch ein Stochkov. Lodge, das ist Yitzchak Grifkind. Und der letzte, das ist unser transkarpathischer Yid, das ist Sieskind. Okay, es ist nicht so wichtig für euch zu wissen. Nur der Fakt ist, als es ist nur der eine, was ist von dem Rayon, von wann die Hasidim kommen. Ja. Und er hat nicht geredet, seinen heimischen Dialekt. Ja, er hat nicht öffentlich. Ja. Das ist interessant. Okay, wo haben die YIVO-Linguisten gewohnt? In New York, nach dem Milchama. Ja, das ist in den 1950er, 1960er Jahren. Habe ich gemacht eine kleine Mappe, wo sie haben gewohnt. Wo haben die Hasidim gewohnt in jenen Jahren? In 1965 rechnet man seine Gewinner 12.000 Hasidim in Williamsburg. Heute sind es 70.000 Hasidim in Williamsburg. Oder 80, ich weiß nicht, eine Sache mehr. Ja? Aber mit 50 Jahren zurück sind eine Sache weniger Hasidim. Es sind wenig Hasidim und ihr seht auf der Mappe, keiner hat nicht gewohnt 19 Hasidim. Ja? Wo haben die Hasidim gewohnt? Sie haben gewohnt, das ist Sieskind, hat gewohnt da in Brighton Beach, noch am Stutchkop gewohnt da auf Bay Parkway, Kosovo hat gewohnt da in Elmhurst, Queens, das ist Bainbridge Avenue, das ist Schechter und Fishman haben gewohnt auf Bainbridge Avenue, Harkavi hat gewohnt da, nicht weit von ich weiß nicht, wo das ist, in der Bronx. Und wer ist gewinnt der dritte dort? So noch ein Philologe hat gewohnt in der Bronx, aber ich denke nicht. Max Weinreich, die Weinreichs haben gewohnt in Inwood, leben in Washington Heights da. Uriel Weinreich hat später gewohnt in Columbia Universität. Und die anderen haben euch gewohnt in Manhattan. Ja. Es begeht so, alle haben gewohnt weit von den Hasidim und haben sicher nicht gehabt keinen schönen Kontakt mit Hasidim. Ich meine, es sind eine Sache weniger Hasidim damals und die Jiddischisten sind gewesen weltlich und es ist verständlich, also sie haben nicht gehabt keinen Kontakt mit sie, weil damals sind gewesen 2 Millionen Jiden in New York und die Hasidim sind gewesen sehr eine pitzige Gruppe, eine kleine Gruppe in New York. Ich sehe, also ich bin schon darüber, ich habe schon geredet, 40 Minuten. Und es ist die Hälfte von was ich habe gesagt. So. Okay, erst reden noch ein paar Minuten und wir können reden wegen Fragen, weil die Fragen sind mehr interessant, wie was ich habe zu sagen. Lass mir sehen. Ich will sagen in ein paar Sekunden, als die YIVO-Linguisten seine gewähnen Litvaks, haben sie nicht normiert die Sprache Leute der litwischen Normen. Nicht in der Grammatik. Ja? Die Grammatik von Klal Yiddish ist nicht Litvish Yiddish.
litwische Dialekt hat eine ganz andere Grammatik. Die Mean-System von Litvisch Yiddish ist anders. Sie sagen mir anstatt mich. Sie haben nicht kein Akkusativ. Es ist eine ganze Meise. Es sind nur ein paar Sachen, was sind ja Litwisch, was sind rein in der Grammatik, in einem Lernbuch College Yiddish, aber ich meine, man ignoriert jene Aspekte, wenn man lernt das, und es ist nicht so sehr wichtig. Ich meine, die wichtigste Sache von dem, was ist geblieben von der litwischen Norm ist die Havora, ja, was man jetzt in die litwische Havora bettet, klar. Okay. Danach der Untergang, die Jeride von Jiddisch, Lateinamerikaner Zensus und der Aufkommen von Hasidim. Und die Hasidim wachsen, ja, wie auf Haven. Alle 20 Jahre verdoppelt sich die hasidische Bevölkerung. Das ist eine Tabelle von der Amish, ja, die Amish-Bevölkerung. Aber die Amish, sie verdoppeln sich alle 20 Jahre. Ja. Die Amish haben euch gesagt Kinder. Und es sind noch knapp dieselbe Zahl Amish in Amerika wie Hasidim. Around 350.000, also schon 320.000. Ist, wenn wir zählen auf zurück, kann man sehen, mehr oder weniger, wie viele Hasidim sind gewesen in jenen Jahren. Ist mit 20 Jahren zurück, sind gewesen schon 200.000 oder ein bisschen weniger. Und so weiter. Okay, Hasidim auf der Welt, sind das Sache. Okay, das ist nicht so wichtig. Das ist die Territorien, von wann sie kommen. Das ist einmal gewesen die Ungarn, ja. Das ist gewesen die österreich-ungarische Imperie. Und das ist Groß-Ungarn, ja. Die Territorien von Groß-Ungarn. Ja, ich will nicht erzählen, es ist zu kompliziert. Leser, darfst nicht laufen. Nein? Nein. Okay, wie viele Minuten habe ich? Das heißt, zu viel verziehen, aber nicht, aber das ist eine wichtige Information. Wir sind gekommen, zu hören, das und das zu verstehen. Okay, gut. Es noch 10 Minuten, kann ich ja. Ja, warte. Plappeln. Gut. Ist der Amalekal Ungarn hat man zerteilt in 2 Hauptrayonen, Leuten jüdischen Dialekt und Leute jüdische Kultur. Das ist gewesen das Unterland und das Oberland. Das Unterland, das ist gewesen der hasidische Teil von Ungarn. Das ist der Rayon, von wann die meisten Hasidim von Heim kommen. Sie sind kommen von jenen Teilen. Das ist Ungarn, Rumänien, Slowakei, Ukraine ein bisschen. Ja. Das ist das Unterland. Aber es sind euch gekommen als Juden von Oberland. Das Oberland ist nicht gewesen hasidisch originell. Dort sind sie gewesen Aschkenesen. Sie sind gewesen Yeshivische Jiden. Sie sind orthodoxisch, aber nicht hasidisch. Und sie haben geredet einen anderen Dialekt, was ist hübsch anders von einem unterländischen Jiddisch. Aber es ist gewesen eine gewisse Mischnisch von den 2 Dialekten, weil in Amerika später sind eine Sache Oberländer Jiden geworden hasidisch. Ja? Und eine Sache Hasidim in Amerika sind ein bisschen ein Gemisch von Oberländer und Unterländer. Und das Mischen von den Dialekten hat man immer gehabt, eine Spur auf der Sprache. Das hat gemacht, als die Grammatik soll werden posheter. Man soll nicht haben dieselbe Grammatik wie in der alten Heim, wie in Europa. Okay. Ja, man hat zerteilt Ungarn, verschiedene Teilen. Und Satmar Lamuschel ist da in Rumänien, aber wenn die Satmar Hasidim reden sie wegen ungarischer Hasidim, ja? Weil das ist einmal gewesen, ein Teil von Groß-Ungarn. Und das ist eine Satmar Mappe, was sie haben allein gemacht von Groß-Ungarn. Wo sie weisen sich allein, Satmar, Siget, ja. Sie betrachten sich allein wie ungarische. Okay. Ich darf nicht reden wegen Duolingo. Als ihr wollt, könnt ihr sich lernen ein bisschen Hasidisch Yiddish von Duolingo. Heute Leute der Aussprache. Aber wir dürfen nicht reden. Der interessanteste Aspekt von dem hasidischen Yiddish in den letzten Jahren
ist die Verposchiterung von der Grammatik. Also die Grammatik ist geworden Poschiter. Und als die ganze Mean-System ist verschwunden geworden, mehr oder weniger. Ja? In Lemoschel, als wir sagen auf Klar Yiddish oder in die meisten europäischen jiddische Dialekten hat man gesagt, der Mann, ja, der arme Mann, die arme Frau, das alte Volk, ja. Aber in Hasidic Yiddish ist geworden sehr verspreit, als man hat verloren das Alte im Ganzen und es ist geworden der arme Mann, der alte Frau, der alte Volk, ja, ist die alle Endungen seinen verloren gegangen. Ich bin nicht sicher, dass das ist 100%, weil ich sehe, es ist nicht ausgehalten. Wenn man sucht, ja, auf Google, sieht man, es einmal ist der Ormer und einmal ist nicht Ormer. Es ist ein bisschen zermischenisch. Aber es ist sicher eine Tendenz zu verlieren, das Alt. Und nicht zu nutzen, die Mean-System, was man hat gejarschend von den europäischen Dialekten. Und das ist eine neue Sache. Das ist etwas, was Hasidic Yiddish hat entwickelt. In Amerika und in England, in Israel. Das hat sich entwickelt nach dem Mulchama. Und das ist eine neue Sache. Und das ist ein Simen, meine ich, als Hasidic Yiddish ist eine neue Stadie von der Sprache. Es ist ein neuer Dialekt. Es ist nicht Poshet, unterländisch Yiddish, was man hat rübergebracht in Amerika oder in Israel. Es ist bei ihm ein neuer Min Yiddish. Was ist anders von dem alten Yiddish. Und für was hat man nicht geredet wegen Hasidic Yiddish früher? Weil Hasidic Yiddish hat bei ihm nicht existiert. Ja? Bis mit 50 Jahren zurück. Ja? Hasidic Yiddish wie ein Begriff hat nicht gekannt existieren bis nach der Zweiten Weltkrieg. Weil bis demnach haben Hasidim geredet, also wie sie erscheinen, ja. Hasidim haben geredet demselben Dialekt in einer Stadt wie die nicht Hasidische Jiden. Es ist nicht gewinnt kein Hasidic Yiddish. Es ist nur in Amerika und in Israel und England und Antwerpen nach dem Mulchama, was wir haben neue Deutes, was einen Gebäuden, was reden also gemischte Sprache, gemischten Dialekt zwischen sich, ja. Es formt sich aus ein neuer Dialekt, was hat eine poschete Grammatik, eine mehr poschete Grammatik. Und das ist eine neue Sache, was entwickelt sich nur nach dem Mulchama. Und bei ihm ist mit den ersten Deutes nach dem, ja. Und das heißt, die YIVO-Linguisten, was einen meistens gestorben in den 1960er Jahren, sie haben das viele nicht gehört, nicht gesehen. Sie haben nicht gewusst, dass das existiert, weil das ist nur gewesen ein paar Kinder, ja, ein paar hasidische Kinder in Yeshivas in den 1960er Jahren, was haben geredet jene Sprache, jenem Dialekt. Es wollte keinem nicht eingefallen, das auszuforschen oder das zu betrachten wie die Zukunft von der jiddischen Sprache. Es ist ein Anachronismus zu beschuldigen, sie haben ignoriert Hasidic Yiddish. Weil bei ihm ist es nicht gewesen, kein Hasidic Yiddish in seiner Zeit. Sie haben es nicht gekannt ignorieren, weil es hat nicht existiert. Das ist mein Argument. Heint ist ein bisschen anders, ja. Okay, gut. Ich wollte sagen noch ein paar Sachen. Sie haben ja gehabt gewisse Kontakte mit frommen Jiden, nicht mit Menschen von der mit der konservativsten chassidischen Strömungen, nicht mit Satmar, ja. Aber ja, mit Chabad und mit der mehr zionistisch gestimmten frommen Welt. Die YIVO-Linguisten haben ja gehabt Kontakt. Zum Beispiel mit Yehuda Leib Avida, das ist gewesen ein zionistisch frommer Arov und ein Folklorist, gewohnt 80 lange Jahre in Nordafrika und später in Israel. Ist ja gewesen in einem Kreis, hat geschrieben, sie haben sich geschrieben einen Brief mit YIVO-Linguisten, gewesen Kontakt mit sie. Chaim Lieberman, was ist gewesen der persönliche Sekretär von dem Lubavitcher Rebbe. Das ist ein Bild von ihm, das ist und das ist der früher dicke Lubavitcher Rebbe. Ist gewesen dem Rebbens rechte Hand, lange Jahre.
Er hat gearbeitet sehr nah mit den YIVO-Linguisten. Er ist gewesen, er hat sag mal gesessen in YIVO-Bibliothek und geforscht dort. Er hat mitgearbeitet auf dem größten Wörterbuch, Projekt. Er ist gewesen sehr nah, er hat geschrieben tausende Zitaten von dem größten Wörterbuch. Er ist gewesen der wichtigste Mitarbeiter von allen Menschen, die haben geschrieben Zitaten. Es ist nicht gewesen keine Feindschaft gegen fromme Jiden bei MS. Sicher nicht von allen YIVO-Linguisten. Aber noch einmal, Chaim Lieberman ist gewesen ein Chabadnik. Und Chabad ist ein bisschen anders. Ja? Chabad ist Litwisch. Ja? Sie reden nicht demselben Dialekt. Und sie sind ein bisschen mehr offen. Ja? Gut. Und noch, ich will sagen, ein paar Minuten wegen Uriel Weinreich, was ist allein geboren geworden in Wilna. Aber in seinen späteren Jahren ist er sehr interessiert in Transcarpathischen Yiddish und geschrieben eine wichtige, die wichtigste Arbeit wegen dem Transcarpathischen Yiddish. Er hat gearbeitet lange Jahre auf seinem jiddischen Sprach- und Kulturatlas. Das ist die Territorie von dem Transcarpathischen Yiddish. Und das ist, was er hat geschrieben zu einem von seinen akademischen Helfers. Wenn er hat gearbeitet auf seinen Atlas, er ist weggefahren in Israel, zu machen Interviewen für seinen Atlas. Now that I am satisfied that the questionnaires will work for all kinds of Yiddish, I have begun to concentrate particularly on people from areas south of the Carpathian Mountains. Informants here are plentiful and easily accessible, especially since I have the Jeep, which is made possible by the grant I got from the National Science Foundation. Though I am physically staying in one country, it's as if we're making a slow trip through Hungary, Austria, and Romania. As a matter of fact, I have already found people speaking a very unusual dialects in parts of central Hungary, which are not even on my original Yiddish language maps. There are several reasons for giving priority to Southern Yiddish first. These dialects have hardly been studied before, and I've hardly been studied, and I've already made enough material for some impressive monographs to fill this gap. Secondly, informants from these areas are extremely difficult to find in America, and concentrating on them is the very best way to make use of this here in Israel. Wir können viele gucken auf der Mappe. Das ist eine Mappe von dem Atlas von allen Interviewen, was hat gemacht. Und seine Mitarbeiter. Und wir können sehen, wie er ist gefahren. Er hat gemacht Interviewen mit den verschiedenen Informanten in der Transcarpathischen Region. Ja. Und wir können hören die Interviewen, was er gemacht hat. Eine Sache von jenen Interviewen seien mit Charedim, ja, seien mit frommen Jiden, was kommen von jenen Erde. Oberländer oder Unterländer. Und einmal kann es ein interessanter Schmuss. Das ist eine Mappe, was man hat gemacht von alle Informanten, was sie haben gekommen von chassidischen Sprachen und sie haben geredet wegen dem, zu was Häufen ihre Taten sind weggefahren auf Yontif oder auf Shabbos. Ja. Man kann sehen, was Sachen weggefahren in Lubavitch. Und ein bisschen kein Ger, leben Warsche. Ja. Und ich meine, das ist Satmar da unten. Satmar ist sehr klein. Ja, das ist interessant. Ist Vater Mulchobbe ist Satmar gewesen sehr nicht wichtig. So wenn sehr eine kleine Hasidis. Und noch ein das Satmar geworden das größte Hasidis. Also groß, also sind da 5 Satmars. Ja. Was jeder ist größer wie alle anderen hasidische Gruppen. Man hat ja geforscht Hasidim. Ist das? Okay, das ist mit einem Informant, der redet wegen dem, wie wohnt in die ungarische Häuser. Die ungarische Häuser, das ist mehr Schorem. Das ist, wo die Hasidim, die frommen Jiden, nicht nur Hasidim, aber Charedim, die sehr stark jiddischstämmige Charedim wohnen in Jerusalem. Und er sagt, dass er kennt nicht kein Ivrit, weil alle reden Jiddisch. Ich kenne auch nicht Ivrit. Ich reden kann auch nicht, weil ich bin nicht so gegen für mich reden Jiddisch. Das fällt mir sehr aus. Sie wohnen in der Gegend in der ungarischen Häuser, da hat man auch Jiddisch. Die Kinder kennen alle Ivrit. Aber ich kann auch nichts gewinnen, weil ich höre nichts. Und jener Informant ist auch interessant, weil er fragt Weinreich, ob er glaubt in Gott. Ja, das ist Chicago. Sagen Sie, wir müssen schon
Das Verstehen ist doch Ja, nicht das macht richtig. nichts. Wieso ist bei Eng, ich meine bei Eng, nichts bei Eng. Ich meine, wieso in der Mine, an Gott glauben Sie, an der Teure glauben Sie, ich meine, diese privat, das frage ich nicht privat, verstehen Sie, weil es stimmt Sie die Sache, verstehen Sie, es stimmt Sie die Sache, ich meine. Es hat doch nichts zu tun mit Es der Arbeit. hat ja zu tun. Ja? Sie waren schon darauf gekommen, dass ich frei kann Arischkatten. Ich frei, also verstehen Sie, also wenn die Malmen sehen, man sich schon sehen, es ist eine größere Naftgemeinde, ja, eben diese Mamen oder nicht. Ich bin zum Beispiel, Hände ziehen, ich bin auch eben diese Mamen oder nicht. Ich bin zum Beispiel, Hände ziehen, ich bin Orthodox. Das sind doch Arischkatten, ich habe doch nicht schlagen. Ja. Ich habe studiert auch verschiedene Sachen, Hakire, verschiedene Sachen. Ich habe verstehen Sie, verstehen Sie, was auch ein Jid bin, also ich muss glauben an der Teure, ich muss glauben, die Rechmene sagen, die Praxis lernt einen das auch. Die Praxis zeigt, das ist das Richtige. Ein bisschen, ich sage doch, lass mir das, manchen anderen mal finde ich Ja, mich. wenn wir arbeiten. Ja, ich sage Ihnen, es hat einen Bezug dazu, nein, sie waren schon darauf gekommen allein, es hat einen großen Bezug. Ja, das sind ja, ich will in der Hausschule nichts übermachen, oder was, das ist doch eine Privatsache, jede Sache, aber es hat einen Bezug, es hat einen großen Bezug. No. Sie sagen Häusen, sagen Sie? Ja, doch Häusen, ja. Unter die Häusen? Gattes. Gut. Ich meine, es ist Chicago zu hören, wie Weinreich ist es ist immer ein bisschen unbequem zu reden wegen Gott. Ja, weil man glaubt ja nicht. Ja, aber das ist auch Schmuss, und das ist gewesen natürlich, ja, zu reden mit solchen Informanten von dem Unterland und von dem Oberland. Das ist von Weizen in Ungarn, das ist gewesen Oberland. Aber ja, hat ja gehabt zu tun, man hat ja gehabt zu tun mit frommen Jiden und euch mit Hasidim. Und man hat sie nicht Feind gehabt. Trotzdem ist es gewesen eine andere Kultur. Ja. Aber von deswegen hat das nicht gehabt, keine Spur, meine ich, auf der Klausprache, was wir lernen. Ja, und öfter in der Zukunft wollte es ja gedacht haben, eine Spur, also wie in Duolingo. Aber wir können nicht sagen, sie haben Feind gehabt, Hasidim, und sie haben ignoriert Hasidim. Erstens, weil sie haben nicht Feind gehabt, und zweitens, weil Hasidic Yiddish noch nicht existiert, wenn sie haben aufgebaut, die Klausprache. Gut, ich habe geredet genug und öfter ist Zeit für Fragen. Größten Dank, Laser. Laser, du hörst mich, ja? Ich höre ja. Sehr gut. Etwas habe ich nicht die Möglichkeit, sich zu beweisen auf dem Ekran, Punkt in dem Moment, ich weiß nicht, für was, aber mein Panem hat mich schon gesehen, ich weiß nicht. Jetzt wird man mir kennen sagen. Dank. Gut. Man fragt von eurem etliche Fragen, ist, lass mich teilen mit dir, was man fragt. Ich sehe, unter Q&A? Ja, Okay. Ja, ich kann summieren, die Frage ist von dir, Laser, sonst können wir in gehen. Die erste Frage ist wegen der Autorität. Sie sind da eine Autorität für Beschlüssen von Sprachbenutz beim heutigen charedischen Zibber? Ich meine es nicht. Aber es ist ein Redakteur von dem Journal Miles. Ich denke nicht, wie sie heißt. Aber es ist bekannt. Es ist der Redakteur von Miles ist eine Frau. Und ich meine es, ich denke nicht den Namen. Aber David Katz weiß. Müsste man wissen, als Sachmensch. Aber sie wird verrechnet, meine ich, für einen größeren Mumche in Sprache. Und ja, aber ich weiß nicht, ob man rechnet sich bei MS mit jenen Sachen. Ich meine, das ist für ein paar Puristen öfter in der früheren Welt. Aber bei der klar. Das heißt, hört man sich nicht zu. Man kommt dann zu ihr mit Scheiles, heißt es. Ich meine es ja. Ja, ich meine es. Interessant. Und weißt du etwas wegen ihr, von wann sie stammt und wie kommt es, was sie können passen können? Also? Ja,
ich weiß, sie ist von sehr, sehr frommer Gruppe. Ich gedenke nicht, weiß nicht was, ich bin in Reykjavik, aber es ist gewaltig heiß in mein Zimmer. Punkt die Minute. Ja. Nimm Wasser, ich gehe zu der zweiten Frage. Nein, das macht nicht das. Ja, es ist schade, was ich habe nicht keine Information wegen ihr, aber ich habe mal gelernt, sie ist von sehr, sehr strenger Gruppe. Efter sie euch jene, was hat rausgegeben in jenem das hasidische Wörterbücher, was ist raus mit ein paar Jahren zurück. Ich bin nicht sicher. Efter, ich weiß, efter sind Menschen von einem Kreis, ich weiß, von einem Kabelstiefel und von der Wecker, von dem hasidischen Journal. Wir sind ein bisschen mehr aufgeklärt, ein bisschen mehr liberal, ein bisschen mehr interessiert in Literatur. Und ich meine, es jene Gebre öfter hören sich zu Autoritäten, also wie die das ich freue, was ich gedenke nicht den Namen. Und seinen allein Autoritäten heißt es. Öfter heißt die Roth. Öfter ist ihr Name Roth, aber ich weiß nicht, ob sicher. Weiter dicke Frage, das ist von Horav Moshe Waldoks, was fragt wegen dem Termin heimische Jiden, heimisch Jiddisch und gegen Hasidic Yiddish. Uns ist bekannt der Termin heimisch Jiddisch oder heimische Jiden. Bist du der Gange etwas eine Differenzierung zwischen dem Benutz Hasidic Yiddish und gegen heimisch Jiddish? Nein, es ist mehr oder weniger dieselbe Sache. Ich höre es nicht, ich kenne Sache wegen heimisch Jiddisch die letzten Jahre, aber mit der 15 Jahren zurück habe ich gehört mehr wegen. Ich meine, Miriam Isaacs hat schon einen Artikel wegen dem. Ja, heimisch, Hasidim sind das Wort heimisch und sie meinen damit ein Chassid. Ja. Sie sagen, er ist ein heimischer, das heißt, er ist einer von uns. Ja. Er ist einer von unseren. Es ist ein anderes Wort für Hasidisch Yiddish. Gut. Moshe Dollmann fragt uns wegen Dr. Shlomo Birnbaums Haschpoe auf Sprachnormierung. Was kannst du uns sagen wegen dem und wegen Euber hat doch all gehabt Haschpoe auf ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, nein, er hat nicht gehabt gesagt, Haschpoe. Efter zum Badeuern, es wollte gewinnen ganz anders, wenn wollte, weil hat gehabt einen ganz anderen Zugang. Ja, ist ein Thema für sich. Aber hat ja gespielt eine Rolle in die 30er Jahren in dem, ich meine, er hat eine offizielle Rolle in die Beis-Yankov-Schulen und sie haben gehabt Journalen, er hat gehabt einen eigenen Ausleg, was man hat genutzt in die 30er Jahren, aber nach der Zweiten Weltkrieg hat sich keiner nicht gerechnet mit Shlomo Birnbaums mit seinen Prinzipien bei dem ist. Gut, es sind ein paar Anhänger. Ich meine, es sind ein paar Menschen, die haben ja gehalten von ihm. Ja, nicht weniger wie Mordechai Schechter und Chaim Ginninger. Ja, Chaim Ginninger ist speziell. Ja, sie haben gehalten von ihm, aber sie sind nicht noch gegangen bei ihm. Ja, sie haben nicht genutzt demselben Ausleg und nicht geschrieben mit derselben Sprache. Es fragt weiter Eishe Bayrich, was arbeitet in der Sommerprogramm, dem Sommer. Ich meine, ich habe verstanden Eishes Frage, und das ist, sie fördern Immigration in Amerika und in die neue verschiedene Heimen, in die neue Golossen, in die neue Tutzes, noch in Mitteleuropa, sie ist gewesen, eine Spaltung zwischen, lassen wir sagen, chassidische Kehilles, chassidische und nicht chassidische Kehilles, Leute sehr loschen. Wollte man gekannt sagen, ich meine, du hast geantwortet, auf dem aber öfter kennst du das Verbreitern ein bisschen. Hat man gekannt reden, einmal, vor der Milchome le Moschel, vor der größeren Immigration, hat man gekannt reden, auf wie viel du weißt, auf wie viel du hast gelernt, auf wie viel uns ist bekannt, wegen Anderskeiten zwischen chassidischer Rede
Redenischen und nicht-Hasidische. Ja, ich hab gesagt, jetzt will ich sagen verkehrt von dem, was ich habe gesagt früher. aber ich habe früher gesagt, als in der Alterheim haben die Hasidim geredet, also wie sie erscheinen. Ja, also euer Chassid hat gewohnt in Skvira in Ukraine, hat er geredet, also wie ein Nicht-Chassid, was wohnt in Skvira. Und ich meine, bei der klar ist das gewesen, ist das richtig? Also es ist nicht gewesen kein Hasidic Yiddish, was ist anders von nicht-Hasidic Yiddish in der Alterheim. Aber das ist nicht 100% richtig, weil Lemoschel ich habe geredet wegen in Ungarn, ja in Oberland und Unterland. Ich meine, als unterländisch Jiddisch ist gewesen charakteristisch für Hasidim, a viele in Oberland. Ja, weil als Hasidim haben sich dann rübergefahren in andere Gehilles, weiter auf Meirev, sie sind gegangen lernen in Yeshivas und reden Jiddisch in Oberland ist geworden ein bisschen eine hasidische Sache und es ist gewesen ein unterländisch Jiddisch, was sie haben geredet. Also es ist öfter seine gewesen solche Gehilles, wo Teil Jiden haben geredet als ein unterländisch Jiddisch, was sie sind gewesen Hasidim, und andere haben geredet mehr oberländisch Jiddisch oder oft haben sie geredet Ungarisch. Aber andere Jiden haben geredet ein anderer Dialekt und sie sind gewesen nicht Hasidim. Martin Poprowski fragt uns, was für Jiddisch man soll können verallgemeinern wegen, wegen Normes, was für Jiddisch findet man in Kinderbüchlach von Hasidim? Ich meine, es muss sein, der klaren Amerikaner Hasidisch Jiddisch, also wir reden in Brooklyn oder Muncie. Ich meine, alle jüdische Kinderbücher seien alle jüdische Bücher auf Jiddisch, Bücher auf Hasidisch Jiddisch sind von Amerika. Weil in Amerika ist der größte Markt und heute sind da Sachen Hasidim, was reden Jiddisch in Israel, weil die Kinder dort meistens lernen Hebräisch, ja, weil alle können lernen Hebräisch. Es ist in Israel lernt man mit der Klasse Hebräisch. Ja. Wir haben noch eine Frage von David Oleander, was fragt, sie für dem ungewissigen Artikel A und an wird verschwunden, der an. Ja, danke. Also ist gewesen in dem Slide, was ich gewesen? Kann sein. Ich weiß nicht. ich meine, es ist öfter das Satos, aber ich meine, es Jiddisch ist nicht so ausgehalten mit A und an Orman. Man lernt einmal in der Literatur. Ich meine, öfter das Poshet Atos, aber es ist nicht so selten zu lernen A Orman, Orma Yid. Die Literatur in der Gerätersprache seine voran Dialekten, was haben nicht dem an erweiterten A. Interessant. Ja. Okay. In Gore verschiedene Dialekten über der Mappe. Ja. Leser, willst du etwas summieren mit einem Wort? Wie hältst du Zetos die Kombination, du hast gesagt, sie mischen nicht für ihr, ich will sagen, eine Kombination von Dialekten oder die Haspoes, die verschiedenen Haspoes, was kommen von dem die polnische Kehiles, die polnische Hasidische Kehiles, was begegnen sich mit ungarische. Das heißt, was ist von Polnisch und was ist von Ungarisch? Ja, was kommt heraus von dem und sie ist da Haspoe von die ungarische auf die polnische oder von die polnische auf die ungarische, kann man sagen, als die zwei gießen sich zu neu. Oder nicht? Bis mit ein paar, gut, ich will sagen meine Meinung, aber das ist nicht bei MS wissenschaftlich ausgeforscht. Mit ein paar Wochen zurück habe ich geschrieben etwas auf, habe ich gemacht, also ich habe geschrieben eine Zahl Sätzen, was ich habe aufgestellt auf Twitter und auf Facebook und ich habe gebeten, als Hasidim sollen das übersetzen in sehr heimisch Loschen. Und es ist interessant zu sehen, wie viel Variation ist da. Ja, das heißt, wie viel in Grammatik. Ja, es ist noch als du eine Sachvariation in Hasidisch Yiddish.
und verschiedene euch vor allem zu sagen dieselbe Sache. Nicht nur wir wollen gehen, nur ins wollen wir gehen und wir wollen wir gehen und so du Sache Variation. Ich kann nicht sagen, was ist von wann, ja. Und öfter ist da eine gewisse Tendenz, als das wird als sich ausgleichen, und, aber es ist noch nicht geschehen. Es ist noch als eine Sachvariation. Und es kann sein, es ist da noch eine Sache von Polish Yiddish, was man geht weiter, aber ich weiß nicht. Es ist ein Indien, was man darf noch ausforschen. Ja, Maske. Ich meine, es werden sein sehr fruchtige Resultaten von Asamin noch fragen Sachen von Asamin ausforschen dem Indien. Ja. Weil als rufen Hasidic Yiddish oder ein Dialekt oder eine neue Entwicklung ist eine starke Verallgemeinerung. Ja, es ist zu allgemein, es ist nicht MS. Es ist eine Sachvariation. Und es klingt, von meinen Ohren klingt es als dasselbe. Aber es ist nicht dasselbe. Es ist da Unterschied, was man bemerkt nicht. Das geht gut. Leser, ein Dank von kommen oder von bleiben, besser gesagt, bleiben dort, soll die Welt wissen, als Leser ist Punkt in Reykjavik, Island, jetzt und Isländisch hat das auch beschützt mit Jiddisch, aber das ist einfach ein Thema auf eine Lektion ein andermal. Ein großen Dank, David. Und ein Dank, YIVO. Und ein Dank, euch, fahren sich mich euch her. Ja, wir haben gerade sehr schönen, sehr breiten Eulen Zuhörers und das ist ein sehr guter Sinn wegen dem Interesse zu der Thema Bechlal und zu der Serie Lektions befragt. Dank alle für kommen und dank dir, Leser, für der interessante Lektion.